Beide Mannschaften sind zwar noch in der Testphase, aber in dieser Freundschaftspartie heute geht es schon darum, die Form zu überprüfen, denn die Meisterschaft ist nicht mehr so weit entfernt. Wir sind gespannt, Sebastian. Ja, das ist richtig, Tom, und deswegen freuen wir uns auch auf diese wirklich spannende Partie. Wir sehen ja alle Stars heute, die können ohne Druck hoffentlich zaubern, nennen wir es mal so. Trotzdem wird das ein packendes Fußballspiel, natürlich kein Team verlieren will. Achtung, genau in den Lauf. Und damit öffnet er das Spiel. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Und ich hatte ihm einfach vom Fuß geklaut, den Ball. Und jetzt steht er da und fragt sich, warum war der Ball nicht drin? Und das sieht klasse aus, wie sie im Mittelfeld postiert sind, wie sie ihre Positionen einnehmen. Da geht er jetzt noch ein Stück, bevor er flankt. Guter Kopfball. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ah, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Und jetzt liegen sie erstmal mit 1:0 vorne und sowas baut auf. Ja, die Führung noch im ersten Durchgang ist natürlich ganz wichtig für das Team. Und das war wirklich klasse gemacht, eiskalt vollstreckt vor dem gegnerischen Tor. Wunderschönes Zuspiel. Das wird gefährlich. Ja, und im Mittelfeld holen sie sich jetzt den Ball. Und so soll das aussehen. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, könnte sie. Das war knapp. Guter weiter Abstoß vom Torhüter in Richtung Flügel. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Oh, klasse Lattentreffer. Ja, das sieht der Trainer gern. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler.
Achtung, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Und jawohl, Tor und nochmal Tor. Ein solcher Schuss ins untere Eck ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Fast unmöglich sogar. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Guter Spielzug. So ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften ganz kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Und der Halbzeitstand lautet 1:1. Also angesichts der vielen vergebenen Torchancen dürfen sich die Spieler in der Kabine sicherlich einiges anhören. Wäre nicht das erste Mal, dass sich diese Nachlässigkeit rächt. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Ja, der Mann kann hohe Bälle schlagen. Also vielleicht hat er da vom Tor geträumt, aber das blieb dann auch ein Traum. Der Torhüter klärt hier erstmal. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, was soll der Schiedsrichter da machen? Er muss Freistoß pfeifen. Er findet den freien Mann. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. So, jetzt alles nach vorn. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, super, wie er sich da durchsetzt, wie er sich da einsetzt. Und jetzt hat er alle Möglichkeiten. Oh, per Kopf, warum nicht? Gute Möglichkeit zum Flanken. Ah, klasse Aktion. Ein Weltklasse-Pass. Ja, wo ist der Ball? Der war doch weit weg. Natürlich entscheidet der Schiedsrichter da auf Freistoß. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Tja, und das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. Den hat er elegant angenommen. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung.
Und da war er wieder auf dem Posten. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ja, und dann sagt der Torwart, Dankeschön, genau auf den Mann. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Gut weggeköpft. Es war schon ein klasse Zuspiel. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist... Was für eine Freude! Was für ein Tor! Ja, was soll man denn da noch sagen? Mit vollem Risiko nimmt er diesen Ball und der fliegt exakt in den Winkel. Ein super Tor. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, so, jetzt wird's gefährlich. Tor, und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Ja, mit diesem fantastischen Kopfballtor bringt er seine Mannschaft noch einmal ins Spiel. Geht da doch noch was? Ja, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor getroffen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel ein. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Wunderbar gesehen. Gute Abwehrarbeit. Ja, da macht ihm keiner. Der Schiedsrichter hat schon auf die Uhr geguckt und Sekunden vor Schluss machen die hier doch noch den Treffer. Oh, ein tolles Tor. Das ist die Führung. Vielleicht die Entscheidung. So kurz vor dem Ende. Und er kann sein Glück kaum fassen. 3 Tore in einem Pokalfinale. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Und den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Ja, das war ein Foul, aber es gibt keine Karte dafür. Weiter geht's. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Ein wunderbarer Pass. So, den muss er jetzt verwandeln. Und der passt genau in den Knick. Ja, das haben wir jetzt schon oft gesehen bei diesem Team. Bei Standardsituationen sind sie immer gefährlich. Ein tolles Tor. Tja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ein Freistoß aus dieser Entfernung, der ist immer gefährlich. Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können sie mehr als zufrieden sein.
So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.